Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode in F1 2016 in der F1-Karriere, wo wir jede Saison in einem weiteren Game spielen. Also heisst, wir starten jetzt in F1 2016 und die nächste Saison wird dann nachher in F1 2017 stattfinden. Also wir gehen so durch jedes Game durch jede Saison durch. Wir sind im letzten Rennen in Kanada P1 geworden. Dank dem Safety Car und einer guten Strategie haben wir können uns vorkämpfen. Und KI hat einfach ein bisschen vergamet, muss ich ganz klar sagen. Und jetzt sind wir in Aserbaidschan. Wir haben jetzt gerade vorher noch einen Sponsorenbonus bekommen an Ressourcenpunkten, im gesamten 300. Und darum haben wir jetzt 371 Punkte. Mein Ziel ist ganz klar, dass wir das Chassis nochmal updaten können. Für das brauchen wir 700 Ressourcenpunkte. Das ist eines der dicksten Updates, die wir bringen können. Wir sind jetzt auch ein bisschen über Haas und hinter McLaren. Also ist jetzt auch wieder der Alonso ein bisschen in Reichweite, was nicht Konkurrenz, Rivalität anbelangt. Und ja, jetzt ist die Frage, ob wir 400 Ressourcenpunkte rausholen können. Ich denke eher weniger. Also ja, nicht ganz 400, 300 Ressourcenpunkte, ein bisschen mehr. Aber ich denke eher weniger. Vielleicht, wenn wir Glück haben, Ende von dem Weekend haben wir vielleicht genug Ressourcenpunkte können holen. Mal gucken. Und sonst im Worst Case könnten wir auch noch da Treibstoffeffizienz machen, wobei das wird nicht wahnsinnig viel bringen. Aber wir schauen jetzt mal. Wir sind auch sehr konkurrenzfähig mittlerweile. Also wir sind wirklich so ein bisschen im Mittelfeld drin. Und eben mit einer guten Strategie und mit einem guten, also ja, mit ein bisschen Glück auch natürlich, mit Safety Car, also könnten wir einen Sieg holen oder ein Podium. Das haben wir jetzt eben in Kanada auch wieder bewiesen. Und ja, da würde ich mal sagen, wir gehen ins Free Practice, beziehungsweise wir sehen uns wieder im Qualifying. Das Practice haben wir ja nicht auf. Und ja, da würde ich mal sagen, legen wir los. Bis gerade im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wie ihr seht, es regnet wie blöd. Das Rennen aber bleibt trocken, darum habe ich ein Trocken-Setup gemacht. Und wir schauen mal, was geht mit einem Trocken-Setup im Regen. Let's go. Let's go! Mega die Garage. Also wahrscheinlich werden wir nicht erst bleiben, weil Mercedes wird schon schneller sein. Aber für das, dass es ein Trocken-Setup ist, eine gute Runde. Wir tun einfach gerade überspringen und gehen ins Rennen und sind P8 vor dem Alonso. Perfekt, kann nicht besser laufen. Let's go, ab ins Rennen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Nico Rosberg startet mit seinem Silberpfeil von der Pole und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen, Vettel, Max Verstappen und Button, Ricciardo und ein Sauber, Alonso und Romain Grosjean, Hülkenberg, Quert, Sergio Perez und Bottas, Massa, Sainz Junior, Pascal Wehrlein und Rio Hayanto, Gutierrez und Magnussen, Jolyon Palmer und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, okay, wir starten jetzt gleich auf der linken Seite, wo das uns vorher auf der rechten Seite angezeigt oder eingeblendet wurde. Ja, wir starten mit Softs, Medium und dann nehmen wir da ein wenig Sprit mitnehmen, wir haben ein bisschen mehr mit. Und ja, hoffen wir einfach, dass wir vor dem Alonso ins Ziel kommen. Und dass wir natürlich einen guten Start haben. Guten Start gehabt. Da hinten wird es ein bisschen, oder vorne wird es ein bisschen eng. Falscher Gang. Oh, wieso sind wir so schnell plötzlich? Wer ist denn vorne so am Wegziehen? Ist das der Rosberg oder was? Ich glaube es, ja. Oh, Vettel hat die Wand berührt.
Oh, Safety Car. Ah, die sind dort ein bisschen stehen geblieben bei der Brücke, nicht bei der Brücke, bei der Schlossschikane. Ich glaube, es steht das Auto quer oder irgendwie, weiss ich was. Okay, Safety Car ist wieder Potenzial für uns rum. Jetzt kommt er mit der alternativen Strategie. Wir müssen dabei bleiben jetzt. Wir können nicht jetzt in die Box, dann würden wir zuhinterst hinten bleiben. Also mit dieser Strategie hättest du viel früher kommen. Das war richtig dumm jetzt von dir, Chef. Aber es gibt noch eine Runde, Safety Car. What the fuck? Ich glaube, im F1 16 sind es immer 3 Runden in einer Safety Car, die es gibt. Immer. Wer geht echt alles in die Box? Es gehen safe jetzt ein paar in die Box, weil sie auch eine alternative Strategie bekommen haben. Es geht niemand in die Box. Eben, siehst du, der Chef hat mich jetzt reinholen. Ich ziehe das in die Länge, weil ich habe noch genug Reifen drauf. Der ist schon kaum angefahren, jetzt 11% hinten. Also ich fahre etwa 2 Runden mehr, als gesagt wird, weil ich muss jetzt den Supersoft ein bisschen ausfahren. Es wäre dumm, wenn ich jetzt in die Box gehe, ja. Oh, jetzt soll er... Informationen zu Magnus. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Ja, wir haben mal den Hamilton, glaube ich, hä? Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Schon wieder geil. Ein paar Informationen zu Sergio Magnus. Perez. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Oh. Alter! 360 Sachen! Hamilton verbremst sich. Sehr schön. Haben wir den Hamilton wieder verwünscht. Aber jetzt habe ich viel mehr Grip. Also seit den neuen Updates. Also das Updates bringen wirklich mega viel irgendwie. Ich kann nicht mehr so Herzleiden wie auch schon. Oh, gerade links, weil ich muss ja eh Pits. Oh. Aber dann habe ich keinen Frontflügel geholt, weil das ist recht hart in die Wand reingegangen. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, okay. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. Der Vettel. Ich bin schon immer beim Vettel. Alter, wir sind schnell. Let's go. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront Ja. entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Vettel pusht her hinter mir gerade. Jetzt haben wir aber Windschatten und DRS noch. Oh mein Gott, sind wir schnell! Du bist in allen 3 Sektoren
weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 4,4. Ja, das sagt. Wow, er gibt mir die Daten durch, aber ich weiß immer noch nicht, per welcher Position das ist. Oh, die kommen wir nicht nachher, aber sie bremsen auch irgendwie so komisch ab. Rosberg hat wieder gewonnen. Ich glaube, er ist schon weit vorne in die Championship. Ja, Vettel! Ah! Oh mein Gott, was ist das gewesen? Du hast dich wirklich gut geschlagen. Ja, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, was für ein Fotofinish. Wow. Okay, das ist crazy gewesen. Ey, aber der Ericsson einfach vor mir. Top P22 gehabt. Aber der hat auch durch die Safety Car Phase profitiert, wie ich in Kanada. Wow. Wow, wow, wow. Chassis, let's go. So. Dann haben wir nämlich wieder ein gutes Update für das nächste Rennen. Und das ist, glaube ich, Spielberg. Wenn es mich nicht täuscht, muss ich mal kurz reingüchseln da. Wir gehen. Ja, nach Spielberg. Super. Jetzt kommen wir so die Strecken, die ich eigentlich gut sollte können, aber ja, man weiß ja nie in diesem Game. Und wir haben eigentlich schon fast die halbe Saison hinter uns. Also bald haben wir es. Also noch 3 Rennen in Ungarn. Das ist dann ein Season Break. Und dann nachher geht es weiter. Also kommen noch gute Rennen. Also jetzt es kommen wirklich noch gute Rennen, muss ich wirklich sagen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Fangen wir mit den Updates alles drum und dran. Sieht jetzt eigentlich wirklich sehr gut aus. Wir sollten eigentlich wirklich weit vorkommen jetzt dann. Und ja. Dann würde ich mal sagen, was es mit dieser Episode von F1 2016. Falls euch die Episode gefallen hat, würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann wieder in Spielberg in Österreich. Und ja, bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag noch. Macht's gut und ciao!